52 beste Bücher. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, sagt Ihnen Hardy Ruess. Willkommen sagen Ihnen auch Sabine Haupt und Urs Widmer, meine beiden Gesprächspartner. Und das Buch, über das wir reden werden, heißt Eine Frau. Geschrieben hat es Peter Esterházy. Peter Esterházy ist Ungare, geboren 1950, gehört sicher zu den berühmtesten zeitgenössischen ungarischen Autoren. Übersetzt hat das Buch ins Deutsche Susanna Gase. Sabine Haupt und Urs Widmer, das ist ein Buch, das einem zuerst mal rein äußerlich deshalb sehr auffällt, weil es heißt Eine Frau. Wenn man dann zu lesen beginnt, liest man 95 Kapitel. Jedes Kapitel beginnt mit demselben Satz und der Satz heißt, es gibt eine Frau. Aber der zweite Satz ist immer ein anderer Satz. Einmal heißt es, es gibt eine Frau, sie liebt mich, dann wird über die Frau berichtet. Ein andermal heißt es aber gerade handkehrum, es gibt eine Frau, die hasst mich. Was für eben eine Frau oder sind es mehrere Frauen, haben Sie in diesem Buch als Leserin, als Leser angetroffen? Ja, ich habe manchmal so das Gefühl gehabt, es sind eigentlich ganz, ganz verschiedene Frauenbeschreibungen. Das hat mich erinnert ein bisschen an die Kurzporträts von Canetti, der ja sowas Ähnliches auch mal versucht hat, ganz surreale Charaktere auch zu erfinden. So einen spielerischen Touch gibt es auch in diesen Porträts. Und es sind sicherlich ganz verschiedene Frauentypen. Ob das jetzt auf eine Frau zurückgeführt werden kann, wie der Klappentext es angibt oder nicht, das halte ich für relativ unerheblich. Es ist ja Fiktion. Und ein wichtiges Stilprinzip, was diese einzelnen Miniaturen miteinander verbindet, ist die Variation eben dieser Einleitungsformel. Es gibt eine Frau, sie liebt, sie hasst mich. Es wird auch weiterhin werden einzelne Darstellungen auch zum Teil wörtlich wiederholt. Es gibt aber auch sozusagen kontrapunktische Variationen, das heißt ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Perspektive wird plötzlich umgekehrt. Und das Ganze verdichtet sich dann am Ende des Buches sogar zu einem fast streng mathematisch geordneten Prinzip oder pseudomathematisch geordneten Prinzip. Denn dieses Sie liebt mich, sie hasst mich wird überführt in ein SLM oder SHM und dann variieren diese einzelnen Buchstabenkürzel fast wie so ein geheimes Alphabet. Das finde ich ganz, ganz interessant. Die Wiederholung führt aber auch dazu, dass es eigentlich, soweit ich gesehen habe, keine wirkliche Entwicklung in diesem Buch gibt. Also es dreht sich alles doch etwas im Kreis. Bleiben wir mal beim Spielcharakter und kommen wir nachher auf die Entwicklung zu reden. Urs Widmer, Sie haben jetzt vor kurzem ein für mich hinreißendes Gespräch geführt mit unserem Schweizer Fußballnationaltrainer Schorsch. Ich habe das gelesen im Tagesanzeiger-Magazin und ich habe gemerkt, nicht nur als Literat, als Erzähler, sondern eben auch als Schweizer sind Sie ein Mensch, der das Spiel, nicht nur das Fußballspiel, sehr liebt. Ich nehme an, dieses Spielerische, das Sabine Haupt jetzt charakterisiert hat, müsste eigentlich etwas sein, das Ihnen sehr entgegenkommt und das Ihnen sehr viel Spaß auch macht. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie sehr Sie im Zentrum der Ereignisse jetzt sind, wenn Sie von Fußball sprechen, was ja auf den ersten Blick sehr überraschend ist. Peter Esterházy hat einen Bruder, der lange in der ungarischen Nationalmannschaft spielte, also ein Spitzenfußballer. Und Peter Esterházy ist eigentlich immer der kleine Bruder gewesen, der sich ein bisschen schämt oder ein bisschen traurig ist, dass er so versagt hat, dass er nur Schriftsteller geworden ist und nicht so etwas Wunderbares wie Fußballspieler. Die Esterházys sind ja eine Familie mit donnerndem Namen in Ungarn, das darf man nicht vergessen. Und jeder Esterházy fühlt sich als ein Esterházy und auch Peter Esterházy ist immer beleidigt, wenn er vor dem Esterházy-Palast parkt und dann kriegt er eine Buße, weil er eigentlich denkt, auch im Parkverbot dürfte ein Esterházy doch parken dürfen. Aber zum Spiel. Peter Esterházy ist, glaube ich, wirklich der Meister der Leichtigkeit des Seins, des Spielens, der Ironie, der, übrigens ist er gelernter Mathematiker, das zu Ihrem vorherigen Beitrag, der auf eine unfassbare Weise die schweren Sachen auch leicht machen kann. Und das hat ihm den Übergang von 1989 zu dem folgenden eigentlich recht leicht gemacht. Er ist einer, der sich nicht in dem Sinn neu orientieren musste, weil die Esterházys ja nicht vom Regime vorher wurden sie, ja, man darf ruhig sagen, verfolgt.
Esterházy hat also keineswegs eine großbürgerliche Jugend gehabt, sondern eine sehr ärmliche, nicht gerade in Lagern, aber in einer Art Verbannung. Der Vater war auf in einem Dorf isoliert und durfte sich dort nicht äußern, sodass seine neuen Bücher eigentlich die alte Linie ganz konsequent weiterverfolgen, aber immer leichter und immer freier werden. Die alte Linie? Er hatte schon sehr früh ein Buch geschrieben, das hieß Die kleine ungarische Pornografie und ging ebenfalls schon zum Thema der Frau. Und selbstverständlich ist die Frau und auch die sexuelle Liebe zur Frau, aber die Liebe auch als Ganzes zur Frau, sicher das, was am donnerndsten konnotiert ist in unserem Leben. Es ist ein Männerbuch. Es ist ein Buch aus der Optik eines Mannes geschrieben und beschreibt, und ich glaube, das ist auch schon angedeutet worden, sowohl eine Frau als auch alle Frauen oder viele Frauen. Wenn man so alt ist wie Peter Esterházy, ein bisschen jünger als ich, hat man ja mehrere Frauen kennengelernt. Und ich glaube, vollkommen selbstverständlich verschmelzen sie in diesen 97 Variationen zu einer ganzen Frau, die doch nicht eine ist. Ja, nur als kurzen Einwand, ich würde vielleicht doch sagen, viele Frauen und nicht alle Frauen. Aber noch ganz kurz vielleicht zu seinem Humor, zu seiner Leichtigkeit. Ich würde das auch lobend erwähnen, diesen glänzenden, surrealen Humor, den er hat. Ich weiß nicht genau, ob es unbedingt Ironie ist, aber Humor ist sicherlich richtig. Alles ist von ganz großer Feinheit. Alles ist irgendwie doch sehr subtil ausgewogen, leicht selbstironisch. Es gibt nichts, was dröhnt oder lärmt. Aber ab und zu habe ich mir gedacht, doch bei der ganzen Thematik hätte ich mir vielleicht manchmal etwas schrillere Töne doch gewünscht. Also es bleibt doch sehr, er nennt sich selbst auch einmal spöttisch und gefühlvoll. Das stimmt. Bleiben wir mal bei der Thematik. Wir müssen vielleicht die mal ein bisschen skizzieren. Also sicher ist Liebe und Hass ein Themenpaar. Liebe und Hass als Einheit immer wieder. Sicher ist Körperlichkeit etwas ganz Zentrales. Der Körper mit all seinen Möglichkeiten, Lust, aber auch dann mit der Vergänglichkeit, mit ekelhaften Seiten, mit all diesen Flüssigkeiten. Die Körperflüssigkeiten spielen eine wichtige Rolle, bis hin zu Eiterbeulen, wo plötzlich ein Verwesungsgeruch uns entgegenschlägt. Das ist eigentlich etwas sehr Materialistisches, in dem Sinn sehr körperbezogen und, ich würde jetzt mal sagen, knallhart, überhaupt nicht metaphysisch. Der Mensch ist, was er ist und dann ist es aus. Also mir ist dieser Umgang mit dem Thema sehr lieb. Denn zweifellos ist die Liebe etwas von dem, was am allerschwersten zu beschreiben ist. Und jeder Schriftsteller versucht es einmal. Gerade auch die sexuelle, die erotische Liebe. Die ist ja im wirklichen Leben eher mit der Stille und mit dem Schweigen, jedenfalls mit dem Wortlosen verbunden und nicht mit den vielen Wörtern. Und wir wissen ja, für diese Tätigkeiten, die wir da ausüben, gibt es nur ein paar grobe Wortmarken, die wir alle nicht gern öffentlich aussprechen, obwohl sie etwas sehr Schönes und Konkretes besprechen. Ich denke also, der Umgang mit dem Thema Frau, mit diesen vielen, vielen Variationen, die in der Tat entwicklungslos sind und es auch nicht sein wollen, hat etwas auch mit seinem Umgang, mit seiner eigenen Scham zu tun. Ich glaube, er beherrscht auf eine wunderbare Weise die gerade notwendige Distanz zum Thema. Den Rest können wir uns durchaus denken und durch diese Schamdistanz gelingt es ihm doch, wie ich meine, sehr viele durchaus ernste Geständnisse zu machen. Nämlich, dass die Beziehung zu einer Frau, und ich denke letztlich ist es doch eine Frau, ein sehr schwieriges Unternehmen ist und dass man diese eine Frau, die in 97 Variationen dargestellt wird, eben jeden Tag anders sieht. Manchmal ist das herrlich und manchmal zum eigenen Leidwesen ist sie plötzlich ein Monster geworden, das Unsinn redet. Und beide, Frau und Mann, werden zusammen älter und gehen dem Tod entgegen. Es ist in dieser Leichtigkeit auch sehr viel Gewicht, meiner Meinung nach. Es ist also in dem Sinn etwas, was kontrastiert zu dem mathematischen Aufbau des Buches, dass wir an für sich ständig dieses Paradoxe erleben, dass die intensivste Körperlichkeit sofort auch die intensivste Todesbewusstheit hervorruft. Und das finde ich eigentlich etwas ungeheuer
Beeindruckendes, wie Peter Esterházy in dieser sprachlichen Leichtigkeit mit der Zeit diesen Raum, ich würde mal sagen, es ist für mich wie ein Raum mir öffnet. Aber Urs Widmer hat gesagt, es ist ein Männerbuch. Ich bin da gar nicht so sicher, Sabine Haupt. Ich habe sehr viel über mich als Mann nämlich auch erfahren, in der Art und Weise, wie dieser Mann eben 95 Mal diese eine Frau beschreibt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist. Ja, also ich meine, es ist ein Buch, was, wenn man nur das Thema Liebe erstmal in den Vordergrund stellt, dann ist es vielleicht nicht nur ein Männerbuch. Also die Dialektik von Liebe und Hass erscheint hier relativ krass dargestellt, und zwar, glaube ich, doch mit System. Und dahinter stehen vielleicht zwei Vorstellungen. Einmal diese Vorstellung oder das Konzept der Leidenschaft, was auch körperliche Gewalt nicht ausschließt. Aber dort ist es bezeichnenderweise doch meistens der männliche Teil, der aktiv wird. Und dann hat mich manches auch doch etwas erinnert an eine Art paradoxe Systemlehre der Liebe. Also ich denke da zum Beispiel an Ronald Lang und seine Knoten, die ganzen Missverständnisse, zwischengeschlechtlichen Missverständnisse des Liebespaares. Und das läuft ein bisschen auf diese doch bedrückende Formel hinaus, die sowohl Männer als auch Frauen betrifft. Ja, Peter Esterházy formuliert das so: wenn sie mich hasst, liebe ich sie, und wenn sie mich liebt, hasse ich sie. Das ist natürlich etwas, was auch Frau mit großem Interesse und Anteilnahme liest. Ja? Wenn es dann um die Darstellung der Körperlichkeit geht, ich glaube, da geschehen dann auch noch ganz andere Dinge. Also diese dargestellten Frauen, ich bleibe jetzt mal beim Plural, die schnarchen, die kotzen, die haben Mundgeruch, Blutungen, Fettwulste und so weiter. Und da wird doch ganz deutlich die Angst vor dem Fremden auch, vor allen Dingen vor dem fremden Körper. Aber, und das finde ich ganz interessant, dieser Ekel, das Ekelgefühl führt nicht nur dazu, dass der andere einen abstößt, sondern er führt auch zur körperlichen Anziehung. Und das ist vielleicht das Erstaunliche auch an diesem Buch, dass zwar auf der einen Seite der Frauenkörper mit unglaublicher Akribie seziert, anatomisch seziert, charakterlich fragmentiert wird, das hat fast so ein bisschen was Barockes. Ich glaube, wir haben es eben angetönt. Also Lob der Schönheit, gleichzeitig das Motiv der Vergänglichkeit und der Verwesung. Aber gleichzeitig wird dieser Körper doch als etwas Ganzes begehrt, erscheint es mir. Bis ganz zum Schluss, wo es also fast zur Fusion kommt. Ich glaube, der letzte Satz des Buches ist so ungefähr: ich habe nicht mal mehr eine eigene Zahnbürste. So sehr hat er sich auf diese Frau eingelassen. Und manchmal denke ich mir, vielleicht könnte man dieses Buch auch lesen als einen sehr originellen Beitrag zu dieser Modethese, dass die Annäherung der Geschlechter eigentlich zu einer Abnahme des erotischen Begehrens führt. Und da denke ich, dass Esterházy diese These verneinen würde. Ich glaube nicht, dass es ein Buch ist, das von Ekel spricht. Ein zarter Mann wie Esterházy, und ich kann das gut nachvollziehen, muss in seiner Liebe und Verehrung für die Frau im Allgemeinen und vielleicht für eine konkrete Frau dann später langsam lernen, dass auch Frauen kotzen, stinken, furzen, aufs Klo gehen und Bauchweh haben. Das ist etwas, was sich der zarte Mann à la Esterházy in seiner idealen Ursprünglichkeit gar nicht vorstellen kann. Und dass er das lernt, hat nichts mit Ekel zu tun, sondern mit einem Näherkommen zu etwas, was Realität ist, und macht seine Liebe zu dieser Frau größer und nicht kleiner, aber auch konkreter, sinnlicher, fassbarer. Und ich finde das einen sehr interessanten Vorgang in dem Buch, wie der sehr offen und auch ohne Rücksicht auf die eigenen Peinlichkeiten beschrieben ist. Im Übrigen denke ich nicht, dass das Buch ein Konzept hat, in dem Sinn, dass es fortschreitend etwas immer genauer fassen will. Ich glaube, da werden in vielen, vielen Facetten immer wieder neu angesetzt. Wir bleiben also immer am gleichen Punkt. Der Peter Esterházy auf der Seite 1 nicht woanders als auf der Seite 120, sondern er wendet sich immer einer anderen Erinnerung oder einem anderen Aspekt der geliebten Frau oder eben der geliebten Frauen zu. Das Stichwort Ekel scheint mir ein Wort, das ich gerne aufnehmen möchte. Ich glaube, wirklich etwas Faszinierendes für mich ist an diesem Buch Folgendes. Es wird sehr genau über Körperlichkeit berichtet, aber es werden diese Wörter, ich glaube, Ficken kommt einmal vor, vielleicht zweimal. Einmal wird vom Sperma geredet, einmal wird vom Kotzen geredet.
Aber das verschwindet völlig. Es ist überhaupt nicht so sprachlich, dass wir da irgendwie uns suhlen würden, in irgendeiner, weiß ich nicht wie gearteten, realistischen Weise den Körper zu beschreiben. Das scheint mir unglaublich schön eingepackt, zum Beispiel ins Spiel. Es ist viel von Verführungskunst die Rede. Wie der Mann sich freut, wenn er Nein sagen kann, weil er dann merkt, die Frau begehrt mich noch umso mehr, wenn ich Nein sage, und wie es peinlich ist, wie sie ihn dann sitzen lässt, als er einmal Nein sagt und sie wirklich nichts von ihm wissen will. Ungeheuer viel Spiel auch im Umgang unter den Leuten. Also eine unglaubliche Sicherheit im Umgang mit Sprache. Wenn er sagt, dieses eine Mal sagt er ficken. Und dann ist das Wort da wie in Stein gehauen. Und dann muss es auch kommen. Und sonst ist es ja ein Buch von größter Diskretion. Und es kommt im selben Abschnitt, das möchte ich vielleicht noch sagen, scheint mir auch sehr wichtig, Jauchzen vor. Es wird gesagt, dass man jauchzt und Freude hat. Und da heißt es von der Frau, sie sage immer, wenn sie mit dem Mann zusammen schlafe, denke sie an Gott, aber sie spreche es nicht aus. Und da kommt die schöne Ironie, wo der Text sagt, und Gott sah, dass es gut war, so ist es, das ist das richtige Wort. Da merkt man doch sehr schön, wie die Sprache eine ganz andere Kurve nimmt, nicht? Also das scheint mir wichtig zu sagen, denn sonst denkt man hat wieder vielleicht ein bisschen auch eine Modewelle zur Zeit. Ich weiß es nicht, dass sehr viele Leute sehr frei in Sexualitäten schwelgen, auch wenn sie literarisch nicht auf dem Höhepunkt sind. Also man könnte vielleicht das meinen jetzt, aber das ist ein Buch, das ganz anders läuft. Das scheint mir schon wichtig. Sabine Haupt. Also ich finde jetzt doch ein bisschen, dass das eine etwas zu idealistische Männerinterpretation ist. Denn ich habe am Anfang gesagt, Dialektik von Liebe und Hass, und dabei möchte ich auch doch bleiben bei der Darstellung der Körperlichkeit. Das Wort ekelhaft fällt. Also es ist vom ekelhaften Weiß des Fleisches die Rede. Und es gibt auch andere Stellen, wo ganz klar das angesprochen ist. Nur ist die Bewertung keine einseitige. Und das scheint mir interessant zu sein. Dieser Mann steht zu seinen Gefühlen, auch zu seinen negativen Gefühlen. Und da jetzt zu sagen, also er sieht das von Anfang an gleich als die Ganzheit der Frau, die also jetzt nun auch diese körperlichen Bedürfnisse hat und Äußerungen und so weiter. Das halte ich für ein bisschen zu positiv gesehen, denn sein Erschrecken ist ein authentisches. Es gibt eine Miniatur, wo sich eine sehr, sehr dicke, also grauenhafte dicke Frau auszieht und wo er allmählich diesen sich selbst dekouvrierenden Körper beschreibt, wo also dieses Erschrecken ganz, ganz klar sich auch sprachlich manifestiert. Aber das ist ja selbstverständlich. Was ich sagen wollte, ist, dass dieses Bild immer reicher wird. Es ist eben, die Liebe ist interessanter, wenn wir auch imstande sind, ohne uns sofort abzuwenden von dem, was man gemeinhin Ekel nennt, ihm sozusagen ins Auge zu schauen. Und das macht er auf eine so wunderbare Weise. Übrigens, glaube ich, müssen wir hier der Übersetzerin Susanna Gasi ein Kränzchen winden. Ich weiß nicht, wie die Übersetzung zustande gekommen ist. Ich bin aber sicher, dass sie mit Esterházy über die deutsche Version geredet hat, denn an manchen Stellen ist das Buch eindeutig neu geschrieben für deutsche Leser, weil es so selbstverständlich und wunderbar auch in den Wortspielen aufgeht. Es ist höchste Zeit, Sabine Haupt und Urs Widmer, dass wir uns ein Stück anhören und ein Stück dem Publikum vorstellen. Peter Kneer liest 3 dieser 97 Kapitel. Sie haben recht, Urs Widmer, Sie haben 97 gesagt, ich habe mal von 95 geredet. Es sind 97 kleine Kapitel. Und jetzt, nachdem wir geredet haben über Liebe, Lust, Ekel, Körperlichkeit, Hass, über dieses Ineinander, glaube ich, kann man ein bisschen versuchen, beim Hören auf dieses Ineinander hinzuhören in diesen Kapiteln. Es liest Peter Kneer, wie gesagt, aus diesem Prosabuch von Peter Esterházy mit dem schönen Titel Eine Frau. Eine Frau, Kapitel 20. Es gibt eine Frau, sie hasst mich. Sie ist winzig wie ein Zwerg, ein etwas größeres Zwerglein. Es gibt etwas Klassisches an ihr, eine Kleinklassik, so, als würde sie in die Zeit vor 70, 80 Jahren gehören. Eine alte Schönheit. Sie hat Sexappeal, das ist der richtige Ausdruck. Wenn sie mich anschaut, werde ich rot. Wenn ich sie anschaue, wird sie rot. Und so weiter. Eine Frau, Kapitel 21. Es gibt eine Frau, sie liebt mich.
Sie hat Sommersprossen und Gicht. Ihr ganzes Gesicht ist mit Sommersprossen übersät, mit dem gesegneten Tau der Sonne. In ihrer Kindheit wurde sie als Rotbäckchen verspottet. Als sie jedoch 17 war, begann ein anderes Spiel. Die Leute staunten die Pünktchen an, als wären sie eine rätselhafte geheime Botschaft. Ich habe das Gefühl, dass sie mich hasst. Meiner Meinung nach kann ich sie nicht befriedigen. Zu Beginn, unserem Beginn, habe ich sie niedergerannt, sie angegriffen. Ich arbeitete, trieb sie an, ließ meinen Degen klirren. Was, ihr Helden, kann schöner sein als... Sie schüttelte heiter den Kopf. Ich erschrak vor der Heiterkeit, obwohl ich keine Angst vor meiner Hilflosigkeit hatte. Dann aber ließ ich mich fallen, wurde langsam bereitwillig. Ich beobachtete unsere Körper, was sie wollten, und gehorsam folgte ich ihnen. Meiner Meinung nach ging das gut. Ich jedenfalls fühlte mich wohl und war überrascht, dass es ihr nicht so ging oder nicht so sehr. Doch ihre Heiterkeit war dahin, und das beruhigte mich. Ihre Sommersprossen habe ich allerdings mehrmals gezählt, ohne je dieselbe Zahl herauszubekommen. »Mich kann man nicht zusammenzählen«, sagte sie keck. Abgesehen von der Gicht möchte ich 2 Fälle erwähnen. Dass sie mir vor kurzem, nur nebenbei und nicht kritisch, sondern sanft und, wie ich meinte, und nur darum habe ich es mir gemerkt, traurig gesagt hat, dass sie an mir neuerdings etwas Würdevolles entdeckt habe, und als sie dann auf meinen gar nicht unverschämten, sondern vergnügten und heiteren Satz hin, dass ich heute, diesen Tag, einen guten Tag gehabt habe, geantwortet hat, dass man das auch an meiner Stimme höre, fragte ich sie, ob das wieder eine Kritik sei, und das verneinte sie, oh nein, das würde sie nie wagen. Das habe ich nicht verstanden. Eher sei von ihrer eigenen Unsicherheit die Rede, sagte sie. Tags zuvor habe sie lange mit ihrer Freundin geredet von den sogenannten Tiefen des sogenannten Lebens, und dabei sei sie schwermütig geworden oder melancholisch. Übrigens glaube sie, höre sie, dass Schwermut etwas Persönliches, Melancholie hingegen etwas Allgemeines sei. Ich hob die Schultern. »Und darum bist du schwermütig?« fragte ich. Ich weiß noch, dass mich ihre kurze und sachliche Antwort erschreckt hat. »Nein, deinetwegen.« Der Schweiß brach mir aus, und ich Esel freute mich im ersten Augenblick sogar. »Merke dir«, sagte sie ein anderes Mal, »merk dir ein für allemal.« Und da blickte sie mich an, und voller Freude merkte ich mir alles. Dann fuhr sie fort, »Du sollst spazieren gehen, dich gut ernähren und an deinen Körper denken.« Sie hatte nicht die typische Gicht, da sich bei ihr die Harnsäure, die unter normalen Umständen zuverlässige Informationen über die Krankheit liefert, als nicht besonders hoch erwies. Daher hatte man, als sich die ersten Schmerzen meldeten, rätselhafte Schmerzen in der linken Ferse, nach der Harnsäuremessung keinen Verdacht auf Gicht, und es folgte eine Reihe von ärztlichen Ausreden über ein unglückliches Zusammentreffen von Sehnenzerrungen und Verkalkungen, was schon von den Augen, nämlich denen der Ärzte, abzulesen war. Zu ihrem Glück schwoll ihr das Knie an. Einfach so, in einem Restaurant. Sie bat mich einmal unter den Tisch zu langen, um mich zu überzeugen, dass ihr Knie dort unten in der Dunkelheit heimlich anschwoll. Ich überzeugte mich davon. Und als 3 Tage später ein Abstrich gemacht werden musste, stellte sich heraus, dass der Abstrich, die Flüssigkeit, voll war von den bösen Harnsäurekristallen. Zum Abschied machte sie mir immer ein Kreuz auf die Stirn, wie es auch meine Großmutter getan hatte. Das also war Peter Kneer mit diesen beiden Kapiteln aus Peter Esterházys Buch »Eine Frau«. Also Körperlichkeit, Liebe, Hass, alles beieinander und am Schluss wunderschön aufgehoben in dieser altmodischen, rührenden Geste der Großmutter. Die Frau macht ihm ein Kreuz auf die Stirn, wie wir das vielleicht noch kennen aus der Kindheit. Und man hat vielleicht sprachlich wirklich sehen können, wie
diese Prosa arbeitet, wie sie zwar realistisch ist, bis in exzessive medizinische Details hinein, die dann auch wieder komisch wirken, nicht? Diese Geschichte mit der Harnsäure, aber wie eben gleichzeitig mit diesem Rührenden der Sommersprossen schon die Gicht da ist. Also eben, was wir vorher gesagt haben, Zerfall, körperliche Funktionen intakt, Liebe, Hass, Abstoßen, Anziehen, ständige Unsicherheit. Mir scheint das zum Beispiel ein wichtiges Stichwort. Ich glaube, dieses Buch versetzt mich, den Lesenden, in ständige Irritation, Bewegung, und die hat wirklich dann etwas zu tun, auch mit der Unsicherheit eines Mannes gegenüber einer Frau, überhaupt eines Liebenden. Ja. Ich glaube, dass was wir jetzt zu hören gekriegt haben, manches von uns, was wir gesagt haben, noch ein bisschen Lügen straft. Man hört sehr gut auch die untergründige Trauer über das Nichtgelingen von Beziehungen oder zu häufige Nichtgelingen Beziehungen heraus. Mit richtig anrührenden kleinen Gesten wird das beschrieben. Das habe ich jetzt eigentlich sehr, sehr berührt. Ich glaube, man muss schon darauf hinweisen, dass Esterházy eine Prosa schreibt, die sozusagen nicht ganz mehrheitsfähig ist, weil man als Leser wirklich imstande sein muss, genau hinzuhören und auch die kleinen Wechsel der Stimmungen, die zwischen Ironie und Trauer oszillieren, lesend mitzuvollziehen. Und es ist keine Actionprosa, die dir alles genau sagt, sondern man muss wie eine Melodie, die gesungen wird, das Schluchzen unter dem Text mithören können. Dann allerdings halte ich das für ein ganz wunderbares Buch. Und man hört es mehr in der Stimme des Erzählers als in der Stimme der Figuren, bis auf eine Ausnahme. Am Ende des Buches wird ein Brief zitiert von dieser Frau. Sie schreibt einen sehr ernsten, sehr rührenden Brief, wo sie auch von dieser Unmöglichkeit der völligen Annäherung spricht, auch von ihrer Einsamkeit. Sie ist wohl in einer fremden Stadt und vermisst den Erzähler sehr. Was ich nur wieder sehr, sehr seltsam finde an dieser Stelle, wo die Frauenfigur das einzige Mal das Wort selbst ergreift, dort wird sie als Mann wahrgenommen. Das heißt, der Text heißt dann nicht mehr, es gibt eine Frau, sondern es gibt einen Mann. Ja. Ja. Aber es ist trotzdem, ich lese den Brief wie den Brief einer Frau. Ja, ich denke auch. Irgendwo im Buch einmal sagt diese Figur, die uns dieses Buch erzählt, diese 97 Kapitel, sagt diese Figur, eben der Mann, es gibt nur dieses Ineinander. Und es gibt wirklich nur dieses Ineinander von Liebe und Hass durch das Buch hindurch, von Vergänglichkeit und von Erneuerung und eben auch dieses Ineinander all dieser verschiedenen Erzählebenen, die wir jetzt ein bisschen gehört haben. Und von daher gesehen war es auch ganz zwangsläufig, dass wir zu Beginn des Gesprächs sozusagen mal an irgendeinem dieser Fäden gezogen haben. Der Faden hieß Ekel, der hieß Körperlichkeit, und jetzt vielleicht auch über das Hören dieses Textausschnitts wir langsam dahin kommen, dass wir sagen, es ist aber ein ungeheuer reichhaltiges, raffiniertes, ganz fein gewirktes Gewebe. Es ist kein Roman, es ist keine Erzählung, man kann es eigentlich nicht situieren, aber es ist ein Leseerlebnis, das eben genau nur deshalb so funktioniert, weil dieses Ineinander von Sprache, von Eigenerlebnis, von Fantasie hier in mir evoziert wird. Also vielleicht das Schönste, was ich überhaupt von einem Buch sagen kann, was mich betrifft. Ja, damit möchte ich eigentlich Ihnen herzlich danken, Sabine Haupt, Urs Widmer. Wir haben geredet über Peter Esterházys Buch Eine Frau. Aus dem Ungarischen übersetzt von Susanne Gase und erschienen ist es im Residenzverlag in Salzburg. Technik Monika Kilchenmann, und am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Hardy Ruess. Und ein Hinweis, Sie hören diese Sendung wieder am nächsten Dienstagabend auf DRS 2 um 21 Uhr in der Zweitausstrahlung. Und anschließend daran hören Sie die Tribüne. Peter Kneer wird eine halbe Stunde lang aus diesem Buch von Peter Esterházy lesen. Eine Frau, erschienen bei Residenz in Salzburg.